Herzlich willkommen zum mittlerweile obligaten Jahresrückblick hier bei Retrocast von dem Kanal über den Kanal. Kurz zusammengefasst, wenn wir uns alles im Schnelldurchlauf mal anschauen, wo wir das Jahr zusammen gespielt haben. Bevor wir jedoch mit der Liste loslegen, vielen Dank an alle Abonnenten, Kommentarschreiber und Like-Button-Drucker. Ihr seid eigentlich quasi der Motivator für mich zum Weitermachen. Okay, gestartet hätten wir 2022 mit Super Mario Bros., der Klassiker schlechthin, wo ich halt auch mal noch Let's Play auf meinem Kanal. Nachher habe ich einen kleineren Block eingeschoben mit 3 Videos für Gelegenheitsspielerinnen und Gelegenheitsspieler. Einmal mit Mario Kart Online, Rocket League und Splatoon 2, wo vor allem Splatoon 2 von den Klickzahlen ziemlich abgegangen ist für meine Verhältnisse. Anschliessend hätten wir uns einem Racer gewidmet aus meiner Kindheit, und zwar ein Battle Advance Racer vom Nintendo 64, bevor ich dann wieder einen Blog eingeschoben habe mit Gelegenheitsspielen für Gelegenheitsspielerinnen und Gelegenheitsspieler, und zwar einmal mit Fall Guys, Tiny Lands, Infinity Minigolf und Cricket Towers. Und dann kommt wir zum eigentlichen Haupt-Let's Play vom vergangenen Jahr, wie man dem überhaupt so sagen kann, und zwar Kirby und das vergessene Land. Und da ist abgegangen, da hätte ich nicht für möglich gehalten, da hat mir auch mein erstes 1000er-Video beschert. Eigentlich möchte ich ja eher ältere Spiele spielen auf dem Kanal und nicht aktuelle, aber das Kirby ist jetzt einmal eine Ausnahme gewesen, und ich habe es letztes Jahr auch schon mal probiert mit Pokémon Snap, aber es ist niemals so gut angekommen wie das Kirby. Und dann habe ich noch den letzten Block mit Einzelvideos eingeschoben, einmal mit Realm Royale, einmal mit der Nintendo eShop-Folge, wo es mich sehr wundern würde, ob ihr so etwas öfters möchte sehen oder nicht, und einmal Big Brain Academy. Und natürlich sind wir momentan aus Diablo 3 dran, wo sich aber das Let's Play ganz sicher noch wird ins nächste Jahr reinziehen und wo auch eines von den längeren Let's Plays wird sein, die ich bis jetzt gemacht habe auf dem Kanal. Somit bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs vergangene Jahr, ist aus meiner Sicht ziemlich erfolgreich gewesen. Und man hört sich.